Hallo, ich bin zurück mit einem neuen Vlog und ein riesen Pickel. Aber egal. Es ist jetzt schon 12 Uhr und ich fange an zu kochen. Yeah. Wir haben jetzt Mittag gegessen und es ist heute Mittwoch und ich bin daheim. Eigentlich wäre ich am Arbeiten, aber ich bin immer noch krank geschrieben. 100% arbeitsunfähig. Das ist eine längere Geschichte. Nein, ich hatte letzte Woche am Dienstag einen Unfall gehabt. Also es ist ein anderes Auto in mein Auto gefahren. Also ich bin Fahrer gewesen. Wir auf die Fahrerseite rein und dann hat es mein Auto um 180 Grad gedrillt. Also ich bin nachher in die andere Richtung gestanden. Ich habe mich zwar am Steuerrad festgehalten, das weiss ich noch, aber es hat mir gleich alles umgeschüttelt und ich glaube, mein Nacken ist eh nicht so der stabilste. Darum habe ich, der Doktor hat es zwar nie gesagt, aber es geht sicher in Richtung Schleudertrauma. Ja, es ist einfach alles verspannt und ich kann kaum herhocken und am Laptop etwas arbeiten oder nur auch da jetzt so zu hocken auf dem Bett ist anstrengend. Geschweige denn eine Vlogkamera zu haben, darum steht sie da. Ich wollte aber gleich vloggen und ich probiere es auch irgendwie dann zu schneiden. Wahrscheinlich geht das irgendwie 3-mal so lang, weil ich immer wieder Pause machen zwischendurch. Wieso laufen ist eigentlich angenehm und immer mal wieder ein bisschen stehen und dann wieder mal hocken und liegen. Aber sonst geht es mir echt ziemlich gut. Ich bin einfach jetzt, wie gesagt, noch arbeitsunfähig geschrieben und darum bin ich echt daheim. Ich habe eigentlich Zeit zum Vloggen, aber irgendwie nicht Kraft zum Schneiden. Also eben mal schauen. Und was noch ist, wir haben am 11. März zivil geheiratet. Also es ist jetzt schon 2 Wochen her und blende euch mal das Foto. Das war mega cool. Ich habe übrigens eine Zürcher Sonntagstracht angehabt, nicht irgendwie ein Dirndl, wie die einen gemeint haben. Ja, wir haben es mega einen gemütlichen Rahmen gemacht mit Familie und Trauzeugen und so. Jetzt sind wir noch gut zu Nacht essen. Das ist übrigens die Tracht, also die Shows zumindest, die ich angehabt habe. Und zu allem nächsten Dienstag, am 2. April, ist mein Zügeltag und yay, ich darf nicht schwere Sachen lupfen und es ist unter der Woche und es hat niemand frei. Also danke Vati, um alles zu lupfen. Mal schauen, wie das so rauskommt. Aber darum bin ich jetzt schon mal ein bisschen am Anfang zu packen. Ich kann die Schachtel leider nur packen und nachher, ich muss genau überlegen, wo ich sie herstelle zum Packen, weil ich kann sie nachher wie nicht mehr umschieben. Jetzt als allererstes wollte ich aber mal noch meinen Bettbezug und so alles waschen, dass das sicher dann sauber ist für nächste Woche. Es ist anstrengend ohne Schulter-Nackenverkrampfung. So, ich habe jetzt einen Timer gestellt und ich gehe wieder rauf. Was haben wir denn da? So eine Schlafkappe. Eigentlich kann ich schon anfangen zu packen, aber irgendwie mag ich ihn nicht. Und mein Hals tut so weh. Darum muss ich mal meine Kleider versorgen. Und nachher muss ich meine Sachen parat machen für die Steuern. Es ist heute der 27. Ich habe noch 3 Tage Zeit. Nachher holt mich mein Mann ab und dann gehen wir zu ihm heim und Steuern machen. Ich habe jetzt Jeans an. Ein bisschen business-tauglicher zum Steuern machen. Und jetzt muss ich mal alles zusammensuchen, was ich so brauche. Sehr vorteilhaft von da unten, aber ich mag meinen Arm nicht höher heben mit dieser Kamera, obwohl sie gar nicht so schwer ist. Ich mag jetzt schon nicht mehr. Oh. Das ist übrigens mega cool. Da sind Zivilstandsdokumente drin. Und zwar ist da der Heiratsschein drin, dass ich jetzt nicht mehr meinen alten Nachnamen habe, sondern den vom Uli. Und wenn das die Trauung war und so. Guten Morgen, es ist jetzt Donnerstag und ich bin jetzt schon bei der Physio gewesen. Und auch wenn es knackt im Hintergrund, das ist die Katze, die Körnchen frisst. Und ich esse jetzt einmal zum Morgen, 9:30. Es ist jetzt schon wieder viel später und zwar schon 2:30. Aber ja,
Es ist nichts Spannendes passiert und ich muss ja eigentlich auch nichts Spannendes machen, weil ja, ich muss mich einfach erholen von dem Unfall und vom Schleudertrauma. Es ist noch schwierig, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, dass ich nichts gemacht habe oder so, weil ich sollte meine Steuern noch fertig machen und ich sollte packen für zum Zügeln. Wenn ich einfach nichts mache und alle anderen sind am Arbeiten, das nervt mich auch ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt nehme ich mal den Laptop noch vor und jetzt mache ich. Hallo, ich weiss nicht, was ich gestern das letzte Mal gefilmt habe. Auf jeden Fall ist jetzt schon Freitag und ich bin wieder mehr oder weniger chillig aufgestanden und habe noch nicht viel gemacht. Das wird dann den ganzen Tag der Fall sein. Darum, warum schaust du dir den Vlog eigentlich an? Es ist mega langweilig. Aber ich habe heute vor, um noch ein bisschen packen. Ich will eigentlich nicht mit allzu viel Ballast, sage ich jetzt mal, in die Ehe starten. Aber es wird noch schwierig, weil ich ziemlich viel Zeugs angesammelt habe und so. Ich will es jetzt also noch ein bisschen aussortieren. Yeah. Ich habe gerade meine allererste Brille gefunden. Das war in so einem Niki-Etui. Wow. Ich fühle mich zurückversetzt in die Oberstufe. Aber die ist ganz angenehm. Wir haben jetzt zu Mittag gegessen und ich glaube, ich mache mir jetzt mal eine Frisur und strähle meine Haare mal durch. Vielleicht ein bisschen schminken, weil ich gehe heute Abend noch weg. Ich bin so müde, dabei schlafe ich eigentlich eher lang. Und auch sonst mache ich nicht viel, aber es macht halt mega müde. Und vor allem, wenn es immer weh tut, da Schultern und Nacken. Und immer musst du so ein bisschen Haltung haben, ist das sehr anstrengend. Aber sonst geht es mir gut. Heute ist mein Zügeltag und ich esse zuerst ein Joghurt. Ich habe noch mega viel, was ich noch nicht eingepackt habe. Und das muss ich jetzt bis am Mittag schaffen, weil am Nachmittag können wir die Gesteller und so alle zügeln. Ja. Ein Chaos. Und Nackenupdate. Es tut immer noch weh. Morgen war mir auch trümmelig. Es merke ich immer noch ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass es chronisch wird. Das wäre sehr doof. Dann sieht man sich in der nächsten Timelapse beim Packen. Let's go! Und hat es da zwei Viecher, die einem irgendwie nicht durchlassen. Hä? Willst du nicht, dass ich zügle? Du Knuddel? Die sind viel zu faul. Ja, okay, nein. Die sind nicht zu faul. Ja. Das machen wir gerne. Ein bisschen schlägeln, hä? Ich bin jetzt in der neuen Wohnung und habe schon ein paar Sachen aufgenommen. Also wir haben einfach 2 Autos gefüllt, Mami und ich. Jetzt habe ich noch ein bisschen Chaos da. Bringt die Mami gerade noch das letzte Teil rauf. Hier im Büro hat es einen Haufen Zeugs. Dann am Gang aussen, da. Und im Schlafzimmer hat es auch einen Haufen Zeugs. Yeah, der Oli wird Freude haben. Der Oli ist heimgekommen vor etwa einer Stunde bist du heimgekommen. Und jetzt ist er am Bett aufbauen. Ich darf ja nicht, wegen meiner Schulter. Das darf nicht schwer schauen. Und das Holz ist mega schön. Es ist mega dunkel, aber voll schön. Guten Morgen, ich bin jetzt in der neuen Wohnung. Und wir haben also schon das erste Mal da auf dem Bett geschlafen. Es ist mega bequem. Und ich bin heute da, weil ich immer noch Nackenschmerzen habe, bla bla bla. Genau. Ich gehe heute Nachmittag aber nochmal zum Arzt, schauen, wie es weitergeht. Und jetzt fange ich aber mal an, meine Koffer und Schachteln, Kisten und so alles auspacken. Und ich glaube, ich fange im Büro an.
jetzt wieder daheim. Ich bin heute Morgen dann aus dem Haus gegangen und habe mich noch angemeldet hier im Dorf. Und was habe ich noch gemacht? Und genau, meinen Fahrausweis bin ich noch geändert gegangen, weil ich habe jetzt einen neuen Nachnamen. Und dann bin ich noch zu meinen Eltern heim, habe noch etwas einscannen, weil wir da keinen Drucker oder Scanner haben. Und jetzt bin ich noch ein bisschen am Auspacken und nachher gehe ich dann nochmal zum Arzt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nicht mehr verpassen von mir, weil es kommen ein paar coole Videos. Weil ich habe jetzt das Wochenende mein Polterwochenende gehabt und ich habe die Kamera mitgenommen. Also ich habe ein bisschen gevloggt. Wenn ihr das nicht verpasst, dann abonniert mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!